Geschichte vom Jesus und vom Sturm. Ui, ui, ui. Was ist denn da los? Ein Schiff, mitten im Sturm auf dem See. Riesige Wellen, die lupfen das Schiff auf. Und es schleudert es regelrecht hin und her. Und die Segel, die sind schon ganz verrissen. Was ist denn da los? Also eigentlich hat die Geschichte ganz friedlich angefangen. An einem Abend ist der Jesus in ein Schiff gestiegen. Er hat zu seinen Jüngern, das sind seine Freunde, gesagt: Kommt aufs Schiff. Wir fahren miteinander über den See, ans andere Ufer über. Wir brauchen ein bisschen Ruhe. Der Jesus hat nämlich den ganzen Tag lang mit allen Leuten geredet, hat ihnen vom lieben Gott erzählt. Und jetzt hat er das Gefühl gehabt, er müsse sich einmal ein bisschen zurückziehen. Die Jünger sind dann sofort ins Schiff hineingeklettert. 2 von den Jüngern haben das Schiff aufs Wasser rausgeschoben. Die Leute am Ufer haben gewunken. Der Jesus hat zurückgewunken. Und dann sind sie mit dem Schiff auf den See rausgefahren. Einer der Jünger war dann am Steuerruder. Die anderen Jünger sind am Geländer vom Schiff gestanden und haben auf den grossen See Genezareth rausgeschaut. So hat nämlich der See geheissen, See Genezareth. Es war ein schöner Abend. Und die Jünger haben die Schifffahrt einfach nur genossen. Aber Jesus hat bald einmal gesagt, er sei müde und er müsse ein bisschen ausruhen. Er ist dann in eine Ecke vom Schiff gegangen, hat sich dort eine Decke am Boden ausbreitet und hat sich hergelegt. Und bald darauf ist er auch schon eingeschlafen. Während der Jesus geschlafen hat, ist aber auf einmal ein starker Wind gekommen. Ein Sturm ist losgebrochen. Überall sind hohe Wellen. Und die sind immer grösser geworden. Immer höher und höher. Regelrecht gefährlich ist es geworden auf dem See. Das Schiffli ist hin und her geschwankt und auf und ab hat's das Schiff geschleudert. Segel hat's fast verrissen. Und die Jünger haben einen Kampf gehabt, haben versucht, das Schiffli zu stören und die Segel festzuheben. Und dann sind die Wellen sogar ins Schiff hineingeschwappt. Ganz viel Wasser ist ins Schiff hineingekommen. Und die Jünger sind ganz fest verschrocken und sind sofort gerannt und haben Kübel geholt, um das Wasser zu schöpfen und wieder zurück in den See zu schmeissen. Andere Jünger haben versucht, die Segel wieder festzumachen. Das hat's nämlich losgerissen. Aber es hat alles nichts genützt. Das Schiffli hat's umgeschleudert wie wild und sie haben nicht mehr gewusst, was machen. Sie haben ganz fest Angst bekommen. Und mit drin hatte Jesus einfach geschlafen. Ganz ruhig geschlafen. Die Jünger haben immer mehr Angst gehabt. Und da sind ein paar Jünger zum Jesus gesprungen. Sie haben ihn geschüttelt und haben laut gerufen: Jesus, wach auf! Schiff geht unter! Jetzt wach doch endlich auf, wir vertrinken! Jesus, wach auf! Da hat Jesus die Augen aufgemacht und ist ganz wach gsi. Aber er hat noch gesagt: Warum habt ihr Angst? Ich bin doch da. Und dann ist er aufgestanden und hat mit lauter Stimme am Wind und der Welle befohlen: Stille! Wind, bis jetzt still!
Und ihr Wale, gebt jetzt auch Ruhe und werdet auch wieder ganz still. Stille! Und da ist es wirklich ganz still geworden. Ganz ruhig. Der See spiegelglatt und kein Lüftli ist mehr gegangen. Jetzt haben die Jünger aber schon gestaunet. Und sie haben gesagt, ja, wie mächtig ist denn der Jesus? Was ist denn das für ein Mensch, der Jesus, dass er am Wind und der Welle kann befehlen und die tun, was er sagt? Und dann ist das Schiff ruhig weitergefahren. Aber der Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, warum habt denn ihr nicht gebetet? Glaubt ihr denn nicht an Gott? Glaubt ihr nicht, dass er euch helfen kann, wenn ihr zu ihm betet? Vertraut ihr ihm gar nicht?